Guten Morgen miteinander. Wir sind vor gut 2 Wochen in unser Jahresthema gestartet. Ihr seht es hier hinter mir. Gott redet gestern, heute und noch in der Zukunft. Mann. Und wir haben gesagt, wir wollen so den Hauptfokus, wenn es um sein Reden geht, gerade auf die Bibel setzen, sein Wort. Und wir wollen nochmal neu aus seinem Wort heraus hören, nochmal neu sein Reden hören aus dem Wort Gottes. Und das Geniale ist, wenn wir in sein Wort tauchen und von ihm hören, dann verändert uns das. Und zwar von innen nach außen. Es macht etwas mit dir. Es hat einen Impact in deinem Leben und es verändert dich positiv. Und das begeistert uns. Und darum haben wir gesagt, wir wollen nicht irgendwie einfach so das zweite aus dritter Hand von Gottes Reden hören, sondern wir wollen direkt in das Buch hineingehen und von ihm dürfen hören, was da aufgeschrieben ist, sein Wort. Letzte Woche haben wir einen Gastredner bei uns gehabt. Viele von euch sind vielleicht da gewesen. Der Stefan Wenger ist ein guter Freund von Joni und mir. Joni ist sein Dozent. Und er hat uns innerhalb von 30 Minuten so von Ewigkeit zu Ewigkeit mitgenommen. Von Genesis bis zu der Offenbarung. Und er hat so einen Bogen geschlagen und uns so die ganzen und grossen Zusammenhänge aufgezeigt von der Bibel, Ewigkeit bis Ewigkeit. Und es hat so eine gute Vorlage gelegt auf diese Serie, wo wir jetzt gerade drin starten und die nächsten Wochen uns werden damit abgeben. Und die neue Serie, die heisst nämlich «Der grösste Plan von allen Zeiten». Es ist eine Reise, die wir machen. Wir machen uns auf eine Reise miteinander, eine Reise, die 4000 Jahre dauert. Keine Angst, so lange werden wir nicht nur über das predigen, sondern wir wollen so einen Überblick verschaffen von 4000 Jahren, wie Gott mit den Menschen den grössten Plan von allen Zeiten geschrieben hat. Und der Joni hat die Tafel gerade hier angefahren. Und wie ihr seht, das ist genau die 4000 Jahre. Das ist nicht irgendwie so Aktienkurs, wo wir da drauf sehen, sondern das sind die 4000 Jahre, 2000 vor Christus, denn wo Jesus gekommen ist, für uns gestorben ist, und fast in die Zeit bis jetzt, heute, wo Gott mit uns auch seinen grössten Plan schreibt. Und was wir machen wollen, wir wollen, wie gesagt, so einen Überblick bekommen. Und wenn ich das bildlich darlegen darf, ist das eigentlich so wie ein Adler, der hoch oben in der Luft über den Wolken am Fliegen ist, so einen weiten Weg vor sich hat und ab und zu taucht er plötzlich wieder ab und er geht die Gegend erkunden. Und so wollen wir das auch machen. So den grossen Überblick schaffen, aber gleichzeitig immer wieder mal abtauchen und gewisse Geschichten genauer anschauen. Hey, wie hat Gott denn da seinen Plan mit diesen Menschen geschrieben? Wieso machen wir diese Serie? Wir glauben, dass wir manchmal als Christen dazu tendieren können, so ein bisschen in einer Mückenperspektive oder so in einer eigenen Ich-Perspektive, vielleicht auch ein bisschen eine kleinere Perspektive, die Bibel lesen. Und da dabei eben genau den grossen Plan übersehen. Oder? Wenn wir die Bibel mit eigener Perspektive lesen, dann wird es sehr schnell so einseitig und es kippt auf eine Seite. Also Beispiel, wenn wir die Bibel lesen und wir picken einfach nur gewisse Verse für uns raus, vielleicht so Verheißungen, Gnadenverse, eigentlich gute Verse, dann müssen wir immer wieder im Hinterkopf haben, was ist denn das Grosse und Ganze? Wir können die Verse nicht einfach 1:1 für uns nehmen. Beispiel, wenn es steht, du wirst viele Nachkommen haben, dann kann ich das nicht einfach nehmen und sagen, oh, okay, ich werde viele Nachkommen haben. Sondern es ist wichtig, sondern es ist wichtig, dass man den grösseren Blickwinkel behaltet. Dass Gott eine Geschichte mit den Menschen schreibt. Und klar, kann der Heilige Geist zu uns reden und sagen, hey, und der Vers, Steffi, der ist für dich. Vielleicht ein anderer Vers. Aber wisst ihr, was ich liebe? Die Bibel fährt so die goldige Mitte. Und zwar sehen wir, wie es Gott so der einzelne Mensch wichtig ist. Der einzelne Mensch ist ihm enorm wichtig, aber gleichzeitig sehen wir so der riesige, gewaltige, atemberaubende Plan, das Ziel, wo Gott vor Augen hat. So grössere Absichten, die er noch hat mit uns Menschen und in dem ganzen Plan. Und wir tauchen darum in die 4000 Jahre rein. Und ich freue mich drauf. Letzte Woche hat der Stefan Wenger bei der Schöpfung angefangen, zuvorderst vorne, Genesis. Und heute starten wir ein bisschen weiter vorne. Und zwar, wenn du das noch nachhören willst, dann würde ich dich ermutigen, den Podcast nachzuhören. Ich kann es nur empfehlen. Den findest du auf unserer Webpage. Und jetzt tauchen wir
in eine Geschichte, die ihr alle wahrscheinlich schon mal davon gehört habt. Und zwar ist es die Geschichte von Abraham. Und ich möchte Abraham gerade auf die Bühne bitten, weil ohne ihn geht da nicht so viel. Die Joni bringt ihn mir. Vielen Dank. Da, Abraham, willkommen. Und ich tue den Abraham etwa hier an, weil man sagt, er ist etwa 2018, 2020 umeinander auf die Welt gekommen. Und das gibt uns einen Überblick. Mir ist noch wichtig zu sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche Aufs und Abs und was schlimm war, sondern, oder genaue Bedeutungen, muss ich sagen, die Welle. Aber es hat gewissermaßen Auf und Abs gegeben. Natürlich mit Gott und der Menschheit, aber da werden wir noch mehr hören über die nächsten Wochen. Der Abraham, ich bin sicher, viele von euch kennen so gewisse Lebensstationen, Lebenssituationen aus seiner Geschichte. Und heute wollen wir noch genauer in die Geschichte hineinstarten. Und ich möchte also durchnehmen und wir wollen verschiedene Abschnitte miteinander anschauen. Und zuerst starten wir, wie hat alles gestartet? Mose 12, 2-3. Und der Herr sagte zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Wow! Hey, was für eine Szene! Stellen wir uns das mal vor. Das ist der Typ Abraham. Er ist in Ur geboren, hat in Ur die erste Zeit von Kindheit und Jugendalter dort gelebt. Und Ur, das ist eine Stadt, wo die Menschen nicht den einen Gott angebetet haben, sondern ganz viele andere Götter. Und jetzt kommt der eine Gott und begegnet am Abraham und er redet zu ihm und er beruft ihn. Wie krass, was für eine Szene. Und ich glaube, der Abraham ist wahrscheinlich völlig baff und völlig überrascht gewesen, dass ein Gott kommt und zu ihm redet. Er beruft ihn, wie Gottes Plan ist es, um ein Volk zu bilden. Und er startet mit einem Mann, mit dem Abraham. Und er sagt ihm: Ich will dich zu einem grossen Volk machen. Ich will dich segnen. Und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist der Punkt, wo sich dann der Abraham auch entschieden hat, um bewusst nur dem Gott nachzufolgen und ihn anzubeten. Ich habe mich so gefragt, wie hat der Abraham wohl reagiert, wo Gott ihm so begegnet ist? Hat er gesagt: Hey, ja klar, bin ich dabei, voll, ich gehe? Oder war er eher ein bisschen misstrauisch gewesen? Oder vielleicht sogar, dass er ihn angezweifelt hat und gedacht hat: was heisst das genau für mich und meine Sippe? Und wisst ihr was? Ich habe mich noch viel mehr gefragt, was hat Gott dabei gedacht, dass er genau diesen Mann auserwählt hat? Was sind seine Auswahlkriterien echt gewesen? So eine harmonische Sippe, gute Ehefrau, gute Ehe. Ich kann euch sagen, wenn man weiterliest, sehen wir, dass es sicher nicht daran gelegen hat, dass der Abraham perfekt gewesen wäre oder ein super Held gewesen wäre. Und als ich mich so auf die Suche gemacht habe, habe ich gemerkt, es gibt nicht so eine klare Antwort, wieso das Gott diesen Mann auserwählt hat. Und ich habe einmal mehr gemerkt, Gott ist Gott und Gott kann tun, was er will. Und auch wenn ich keine Antwort darauf habe, stellt sich die Frage für mich viel mehr: Vertraue ich Gott, dass er es im Griff hat? Vertraue ich Gott, dass er es richtig macht, auch wenn ich keine Antwort darauf finde? Der Abraham hat die Begegnung mit Gott gehabt, er hat von ihm gehört, er hat geglaubt und er ist losgezogen und gegangen. Und es ist nicht darum gegangen, wer der Abraham ist, was er machen kann, was er geleistet hat in der Vergangenheit, sondern er hat geglaubt und er ist losgezogen. Und was wir da drinnen sehen, ist, dass wenn Gott zu uns redet und wir glauben und wir danach handeln, dann kommt es gut. Ich will mit euch jetzt weiter schauen, wie es weitergegangen ist nach dieser Berufung. Jetzt ist vielleicht einfach alles super gelaufen, wie Gott ist ja an seiner Seite war. Oder vielleicht ist es nicht ganz so super gelaufen. Ich kann euch sagen, es hat ein paar Auf- und Abs gegeben im Leben von Abraham. Und ich will mit euch gerade so ins Kapitel 12 gehen und will euch erzählen, was passiert ist. Der Abraham zieht mit seinen Verwandten, mit seiner Frau, mit dem ganzen Besitz ins Land Kanaan. Denn Gott hat ihm ja ein neues Land versprochen. Und was passiert? Kaum sind sie in dem Land Kanaan, kommt eine Hungersnot.
Hey, ich kann mir vorstellen, dass der Abraham denkt, hey Gott, jetzt redest du zu mir, du führst mich raus und jetzt eine Hungersnot. Es hat kein Essen, wir können sterben, wie überleben wir? Es ist wahrscheinlich Angst aufgekommen, Abraham, es ist Zweifel sind aufgekommen. Hey Gott, du hast mir so viel versprochen und jetzt? Hallo? Ich stehe einfach da in einer Hungersnot. Wisst ihr da, was schnell passieren kann, wenn Angst aufkommt? Wir können Entscheidungen fällen, die nicht immer so gute Auswirkungen haben. Und das sehen wir auch beim Abraham. Der Abraham ist nach Ägypten gegangen und er ist dort geflüchtet. Und er hat das Glück gehabt, dass er eine wunderschöne Frau hatte, Sarah. Und ich kann euch sagen, was er dort gemacht hat, aus lauter Angst und Zweifel. Ich lese es euch vor. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, das ist seine Frau, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, und dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Hey, der Abraham, was macht er? Er ist eigentlich ein riesiger Egoist. Damit er leben kann, sagt er einfach, okay, das ist meine Schwester, ihr dürft sie haben. Hey, das ist ein Glaubensheld. Oder? Ich kann mir das heutzutage nicht vorstellen, dass so ein Mann, der so Entscheidungen fällt, ein Glaubensheld ist. Ein Glaubensheld. Und definitiv ist es kein Highlight im Abraham seiner Story. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott wahrscheinlich denkt, hey, mit dem Mann habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir, um ihn noch ein bisschen zu schleifen. Und was ist passiert? Der Pharao hat die Sarah zur Frau genommen, er hat sie geheiratet und als er herausgefunden hat, dass das ja die Frau ist, vom Abraham, ist er so hässlich geworden, dass er die beiden gerade vorgeschickt hat und gesagt hat, hey, raus an die Grenze, ihr müsst nie mehr kommen. Sie kehren zurück nach Kanaan und dort erleben wir eine total andere Seite vom Abraham. Und zwar sein Neffe, der Lot, er lebt in Sodom und Gomorra. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dieser Stadt gehört. Und die Stadt ist angegriffen worden, so von Großkönigen. Und alle Menschen, alle Einwohner sind verschleppt worden. Die Könige sind vorgeschickt worden, sind alle Besitz mitgenommen, alles gerümpelt und verschleppt. Und was macht der Abraham? Hey, der Abraham, er packt seine Männer und sagt, hey, da müssen wir etwas dagegen tun. Er ist mutig, er ist voller Glauben. Er geht mit seinen Männern und holt all die Menschen und Einwohner von Sodom und Gomorra zurück. Sogar die Könige und der ganze Besitz und der Lot, sein Neffe. Wow! Hey, ich glaube, das hat etwas gebraucht. Das hat recht viel Mut gebraucht. Voller Mut und Glaube, der Abraham in einem totalen Hoch. Aber es geht weiter und es wird noch beeindruckender, das kann ich euch sagen. Und zwar, nach seinem Sieg kommen 2 Könige, die er befreit hat, auf den Abraham zu. Und sie danken ihm. Das eine ist der König von Sodom und das andere ist der König von Salem. Und er heißt Melchisedek. Und vielleicht klingt es jetzt bei der einen so an. Melchisedek habe ich vielleicht auch schon mal gehört. Und zwar lesen wir im Hebräerbrief im Neuen Testament von Melchisedek. Und er wird als König von der Gerechtigkeit beschrieben. Er wird so als Vorschatten auf Jesus beschrieben. So als Prototyp von einem Hohepriester. Oder? Wow, was für ein Mann, was für ein König. Und der Hohepriester geht und er segnet den Abraham für seine Tat. Er spricht den Segen über ihn aus. Und der Abraham macht einen unglaublichen Zug. 10% von all seinem Besitz schenkt er dem König von Salem, am Melchisedek. Er gibt ihm 10% von seinem ganzen Besitz, von allem, was er hat. Und wieso macht er das? Aus einem Herz voller Dankbarkeit. Aus einem Herz, das überwältigt ist. Von dieser Person, vielleicht von dem Segen, den er bekommen hat. Es war nicht einfach ein Gesetz gewesen. Und wenn man anschaut, hey, er hat es gar nicht nötig gehabt, weil er ist niemandem etwas schuldig gewesen. Er hat sie befreit und in die Freiheit gebracht. Er hat die anderen Könige besiegt, um diese Könige zu befreien. Und als ich das so durchgelesen habe ich gemerkt, hey, da drinnen liegt ein Prinzip, das hier anfängt und weiter sich durch die Bibel durchzieht. Und zwar das Prinzip, wenn wir reich beschenkt werden,
Dass wir aus Dankbarkeit, aus einem dankbaren Herz immer wieder etwas zurückgeben können. Dass wenn wir beschenkt werden, dass wenn wir gesegnet werden, dass wir Gott auf einem dankbaren Herz etwas zurückgeben. Und Gott geht es nie um Zahlen. Ihm geht es nie um die 10%, 9%, sondern ihm geht es immer ums Herz. Das ist das, was die Bibel uns zeigt. Ihm geht es immer ums Herz vom Menschen. Und ich möchte dich fragen, an dieser Stelle, welchen Teil kannst du von Herzen Gott zurückgeben? Für das, dass du so gesegnet worden bist. Wir gehen weiter in der Geschichte und wir sehen, dass Gott nochmal am Abraham begegnet. Und wir müssen etwas verstehen. Manchmal lesen wir doch so die Abschnitte und wir denken, okay, der Gott begegnet dem Abraham nonstop immer wieder. Aber da sind Jahrzehnte vergangen, wo Gott ihm wieder begegnet ist. Der Abraham hat wahrscheinlich auch die Zeiten gehabt, wo er noch nichts von Gott gehört hat. Vielleicht so, wie wir es manchmal erleben oder wie ich es manchmal erlebe. Und wir sehen, wie Gott kommt und er gibt ihm eine Offenbarung, er gibt ihm einen Einblick in seine Pläne, die er mit ihm vorhat. Er schließt einen Bund mit ihm und das ist ein sehr relevanter Bund, denn er verheißt ihm das Land Kanaan. Und das Land Kanaan, das ist ein riesiges Land mit verschiedensten Völkern, die dort wohnen, riesige Völker, die dort wohnen. Aber der Abraham hat nur einen Gedanken gehabt, einen einzigen. Er sagt Gott, hey, was bringt mir das Land, was bringt mir das, wenn ich nicht einen Nachkommen habe? Es ist schön und gut, aber was mache ich ohne Nachkommen? Und ich lese euch das vor. Der Abraham sagt, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Im Altertum haben Schaf und Gold und Besitz eigentlich keinen Wert gehabt, wenn du kein Nachkommen gehabt hast. Wenn du das nicht hast können weitergeben, wenn dein Name weitergegeben worden ist, oder? Hey, deine Sippe, das sind deine Leute gewesen. Das ist ein Stück weit auch ein Status gewesen. Das ist ein Stück weit auch eine Sicherheit gewesen, eine AHV gewesen, oder? Wie wir sie heute haben, oder hoffentlich mal noch haben. Das ist ein Stück weit auch Sicherheit gewesen, wenn Krieg gekommen ist. Und er hat kein Nachkommen gehabt. Und Gott macht ihm ein riesen Versprechen. Und dann lesen wir weiter, wie Gott ihm verspricht, dass er auch wird Nachkommen haben. Wie er wird einen Sohn bekommen, er und Sarah. Wie ein Volk wird entstehen, wo ein riesiger Segen wird werden für die Welt. Wow! Aber wisst ihr was? Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahre Sarah und der Abraham so auf Nadeln sind und denken, wann kommt der Sohn? Wann kommen die Nachkommen, oder? Wahrscheinlich haben sie es kaum abwarten, wenn das Versprechen, die Verheißung endlich Realität und wahr wird. Und wir sehen, mittlerweile ist der Abraham schon 90 Jahre alt und seine Frau ist auch etwa in dem Alter gewesen, oder vielleicht, nein, noch ein bisschen jünger. Und es ist immer noch kein Sohn in Sicht gewesen. Und Sarah hat da gewusst, hey, die Lebensuhr, die tickt. Sie hat keinen Doktor dafür sein, um das zu wissen. Und sie hat eine Idee gehabt. Sie hat die Idee gehabt, dass doch ihre Magd Hagar ihre Rolle übernehmen kann, und zwar mit dem Abraham schlafen, damit sie den Nachkommen, den Sohn, bekommt. Und der Abraham hat das eine gute Idee gefunden anscheinend. Und es hat dann den Ismael gegeben, von der Hagar und vom Abraham. Und dann ist das gut gekommen? Nein. Es hat Eifersucht gegeben. Es hat eine Streiterei gegeben. Es hat Schikanieren gegeben. Die Hagar ist rumgelaufen, wow, ich bin schwanger, Sarah, du halt nicht. So stelle ich es mir etwa vor. Sarah war eifersüchtig. Wahrscheinlich hat sie geschmerzt, wie sie selber kein Kind haben kann. Ist das Gottes Plan gewesen? Nein, ich glaube wirklich nicht. Was wir sehen, ist, der Abraham hat so eine Abkürzung genommen. Er hat das Gefühl gehabt, okay Gott, wenn du jetzt nichts machst, wenn du jetzt das Versprechen nicht bringst, dann muss ich vielleicht selber mich in Bewegung setzen. Und dann wird es irgendwann spät sein. Und was du versprochen hast, und das alles, das macht keinen Sinn und es geht überhaupt nicht auf. Und er hat selber angefangen zu wurschteln und zu handeln. Dabei hat Gott doch einen ganz anderen Zeitplan gehabt als der Abraham. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du das von deinem eigenen Leben, dass Gott dir mal ein Versprechen gegeben hat, dass Gott zu dir geredet hat für etwas in der Zukunft, das er dir wird geben, das er dir wird schenken. Hey, und wie schnell ist doch die Gefahr da,
dass wir anfangen, selber wursteln, wenn wir das Gefühl haben, Gott ist Sport. Oder wenn wir das Gefühl haben, ich glaube, Gott hat es vergessen. Wir fangen an, selber zu machen, anstatt zu warten und zu vertrauen, dass doch Gott seinen Zeitplan hat. Oder? Gottes Verheißung und sein Plan sind bestehen geblieben. Vom Sohn von Abraham und Sarah und nicht Hagar. Und tatsächlich, viele Jahre später hat Sarah einen Sohn bekommen, obwohl es menschlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Gott hat das Wunder getan. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine riesige Freude war, dass das ein riesiges Fest war. Hey, Gott, ein Gott von der Wunder, Gott, der Unmögliches möglich macht. Und ich finde das so genial, da zu lesen, und es begeistert mich und ermutigt mich, wie wenn Gott etwas versprochen hat, dann lohnt es sich zu warten. Der Abraham und Sarah, es ist Jahrzehnte gegangen, bis die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Ich will mit euch noch in eine andere Geschichte hineintauchen vom Abraham. Und zwar hat der Abraham mit Gott mal dealet, also mit ihm diskutiert. Und zwar ist der Abraham im Kapitel 18, sieht man, was er für ein Fürbitter ist. Wie Gott ist zum Abraham gekommen und gesagt, weißt du, die Menschen von Sodom und Gomorra, die wenden sich so gegen mich. Sie leben in Sünde, ich muss alle umbringen. Und was macht der Abraham? Der Abraham betet und sagt, hey nein, aber was, wenn nur schon 50 Menschen gerecht leben, was machst du mit denen? Und Gott sagt, okay, gut, die verschone ich. Dann sagt der Abraham, ja, und was, wenn es 40 sind? Und Gott sagt, gut, ich verschone sie. Was, wenn es 30 sind, 20 sind, 10 sind? Und man sieht, wie sich Gott bewegen lässt. Gott lässt mit sich handeln. Und ich finde das so begeisternd, weil es so einen Glauben gibt, wie wir sehen, Gott ist nicht einfach ein Gott, der sagt, so nicht anders, sondern wenn wir in Fürbitte für andere Menschen einstehen, wenn wir vor ihn kommen und das Herz für andere Menschen haben und für sie beten, hey, Gott berührt das. Mit Gott macht das etwas. Und er lässt vielleicht mit sich handeln. Das bewegt Gott, wenn wir einstehen für andere Menschen. Vielleicht haben wir jetzt das Gefühl, hey gut, der Abraham hat jetzt die Kurve gekratzt und sein Charakter ist ein bisschen besser geworden als so ganz am Anfang, wo er da den Zwischenfall hatte in Ägypten mit seiner Frau. Er hat jetzt einen guten Charakter bewiesen, aber wir sehen im Kapitel 20, er macht nochmal die genau gleiche Sache. Und zwar lese ich euch das vor. Abraham zog von dort in den Süden des Landes. Eine Zeit lang blieb er in der Gegend zwischen Kadesh und der Wüste Schur. Dann fand er Aufnahme in der Stadt Gerar. Seine Frau Sarah gab er als seine Schwester aus. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, die in sein Haus holen. Abraham hat wieder Angst gehabt und er macht wieder den genau gleichen Fehler als Reaktion aus seiner Angst heraus. Er gibt Sarah als seine Schwester aus. Wir sehen eine Zeit später, wie Gott nochmal neu zum Abraham redet. Und das Mal fordert er ihn auf, um etwas Unglaubliches zu machen. Und zwar sagt er ihm, hey Abraham, geh auf Moria und dort geh auf den Berg hoch und bring mir ein Opfer. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte. Es ist nicht einfach irgendein Opfer, sondern Gott fordert den Abraham aus, um seinen einzigen, seinen geliebten Sohn zu opfern für ihn. Und ich muss da noch einen Einschub machen. Dazumal ist das jetzt nicht wie heute gewesen, dass das so total absurd ist, sondern im Land Kanaan haben Kanaiter immer wieder am Gott Moloch ihre Erstgeborenen geopfert. Und zwar aus Hoffnung und aus Glauben, dass er mehr Leben schenkt und dass sie noch mehr Kinder werden auf die Welt bringen. Und darum hat das der Abraham ein Stück weit schon gekannt, aber logisch ist es wahrscheinlich eine riesige Herausforderung gewesen, sein Kind müssen opfern. Aber was hat er gemacht? Er ist gegangen. Er hat Gott vertraut, er war gehorsam und er hat einen Altar gebaut und er ist so weit gegangen, dass er seinen Sohn angegeben hätte, im Vertrauen, dass Gott einen größeren Plan hat. Und kurz bevor er das Opfer bringen will, sagt ein Engel von Gott, hey, stopp, Abraham! Und als er aufschaut, sieht er in der Ferne, wie ein Tier dort steht. Und der Engel sagt ihm, von jetzt an werden keine Kinder mehr geopfert. Von jetzt an werden nur Tiere geopfert. Bei mir gibt es das nicht, Kindesopferung, sondern nur Tieropferung. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, hey,
was für eine grausame Geschichte. Und auf eine Art ist sie grausam, wenn man daran denkt. Aber wenn wir wissen, dass es bei anderen Göttern normal war, dann sehen wir, wie das ein Gott ist, der genau etwas anderes will. Wie das ein Gott ist, der Menschen anders anschaut und kein Menschenopfer will oder fördert. Ich möchte euch noch zum letzten Punkt mitnehmen in der Geschichte von Abraham. Und zwar ist Abraham und Sarah sehr alt geworden. Und Sarah ist 127 Jahre alt geworden und sie ist gestorben. Sie ist gestorben im Land Kanaan, in Hebron. Und der Abraham hat seine Frau dort beerdigen, begraben. Und die Einwohner, die Hethiter, denen hat natürlich das Land gehört. Er hat sie gefragt, ob er das Land kaufen kann. Sie haben es ihm zuerst angeboten, gratis angeboten, weil sie so eine Ehrfurcht vor ihm hatten, ihn geehrt haben. Aber er hat es selber wollen, das Land kaufen. Und er hat es gekauft für 400 Silberstücke steht. Und vielleicht denkt ihr, wieso steht das genau in der Bibel? Aber eigentlich ist das etwas enorm Grosses, weil zum ersten Mal hat der Abraham Land bekommen im verheißenen, versprochenen Land in Kanaan. Ganz am Schluss der Geschichte von Abraham. Er ist eigentlich weit weg von dem Volk, wo Gott ihm versprochen hat, verheißen hat. Aber doch sehen wir, da ist das so ein Hinweis für ihn, dass Gott treu ist. Es zeigt sich, Gott haltet seine Versprechen und es fängt klein an, wie er da so den ersten Teil von dem Land in Kanaan bekommen hat. Der Abraham, natürlich gibt es noch viele andere Stationen in seinem Leben, die er auch selber mal durchlesen durfte. Aber was für mich so rausspringt, der Abraham ist erwählt und berufen worden von Gott für einen grösseren Plan, für einen Plan, wo Gott nur sieht. Und der Abraham war nicht ein perfekter Mann gewesen. Wenn man sein Leben anschaut, oder? Er hat Hochs gehabt, er hat Tiefs gehabt. Er war ein Glaubensheld gewesen, voller Mut und Zuversicht. Und dann ist er wieder so an Glaubensmauern gestanden. Ängstlich, hat Entscheidungen gefällt, die nicht immer gut rausgekommen sind. Und trotzdem ist der Abraham gekennzeichnet mit einem Glauben. Wie Gott hat ihn berufen und er hat geglaubt und er ist gegangen. Der Abraham hat sich auch immer wieder durchgedrungen, um wieder neu zu vertrauen und neu nach Gottes Willen zu handeln und vorwärts zu gehen. Und das Geniale, was ich finde, oder auf mich raussticht, ist, Gott hat ihn gerufen und gesagt, hey, Abraham, geh. Und der Abraham ist gegangen ohne Absicherung, ohne zu wissen, was ist genau Gottes Plan, ohne zu wissen, was will denn der Gott von mir? Wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht das Land aus? Sondern er hat ihn gerufen, er ist aufgestanden, glaubt und mutig gegangen mit dem Gott. Gott hat ihm die Verheißung gegeben. Zuerst kommt die Aufforderung, hat sich aufmachen und dann müssen tun. Und wisst ihr was? Es ist doch immer einfacher, die Verheißungen von Gott zu bekommen, die Versprechen. Ich liebe das. Es ist doch etwas Schönes, wenn man so Versprechen von Gott bekommt. Aber Glauben und danach handeln ist so oft einfach nochmal viel schwieriger. Aber wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie Gott und Jesus so uns Menschen ruft, wie er den Abraham gerufen hat. Wenn wir Jesus anschauen, hey, er ist rausgegangen und hat die 12 Jünger gerufen. Und was hat er gesagt? Hey, lass alles liegen und folg mir nach. Hey, lass alles liegen, was du gerade machen bist und folg mir nach. Weil ich will dir einen neuen Weg zeigen. Ich will dir ein neues Land zeigen. Ich will dir einen neuen Lifestyle zeigen. Hey, ich will dir mehr zeigen. Und er hat sie gerufen. Und ich möchte dich heute fragen, kennst du den Jesus? Kennst du den Gott? Und folgst du ihm nach? Und wenn du ihm nachfolgst, bist du bereit, wenn er dir ruft, Schritt zu machen, vorwärts zu gehen, auf ihn zu vertrauen, wie der Abraham, vielleicht ohne Absicherung, vielleicht ohne zu wissen, wo es genau angeht und wie der Weg aussehen wird. Ohne Plan. Du und ich, wir sind nämlich erwählt von Gott, wie der Abraham. Wir lesen das in Johannes 15, 16. Da steht nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Du und ich, wir sind von Gott erwählt worden, aber Erwählung bedeutet auch immer für etwas erwählt zu sein.
Nicht einfach nur als ein Selbstzweck, sondern zum Frucht bringen, zum ein Segen sein aus dem, dass wir schon gesegnet worden sind vom grössten Gott. Und Gottes Plan ist es immer, dass Himmel und Erde ein Stück weit mehr zusammenkommen. Dass der Himmel darf noch mehr auf die Erde kommen. Und für das wird er dich und mich brauchen im grössten Plan, den er schreibt. Wir sind ein Teil von dem Plan, dass das darf passieren. Und Gottes Ruf gilt auch noch heute. Gott segnet dich, dass du ein Segen sein kannst. Er gibt dir genug, dass du Frucht bringen kannst. Und er ruft, hey, darum steh auf und geh. Steh auf und lass dich führen. Steh auf und vertrau mir. Hey, vielleicht steh auf und vergib Menschen. Steh auf und setz dich ein für andere Menschen und für mich. Steh auf und bist grosszügig. Vielleicht ist das etwas viel, viel Größeres, wo er sagt, hey, steh auf und geh in ein anderes Land. Ich habe dort einen Plan für dich. Vielleicht hat Gott zu dir geredet, aber du bist noch nicht gegangen. Und vielleicht denkst du, Gott muss unbedingt noch einmal zu mir reden. Und ich würde dich auch heute Morgen ermutigen, Gott muss nicht immer erklären, was das jetzt genau persönlich heisst. Er kann reden und er redet oft. Wir dürfen natürlich fragen, aber ich erlebe oft in meinem Leben, dass Gott mir sagt, hey, steh auf und geh. Und ich gehe. Und irgendwann, wenn ich zurückschaue, sehe ich, oh wow, hey, Gott ist da einen rechten Weg mit mir gegangen. Und das war sein Plan und ich laufe in seinen Plan hinein. Es braucht Vertrauen. Und ich finde, im Hebräischen wird zwar Vertrauen so gut beschrieben. Es wird beschrieben, in Gott festmachen. Und mir kommt immer das Bild vom Fallschirmspringen in den Sinn. Oder? Hey, wir müssen uns so an einem Fallschirmspringer festmachen, dass wir gesichert sind und ihm vertrauen, wenn man rauskommt und keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Und genau so ist es mit Gott. Hey, wenn er ruft, machen wir uns fest an ihm. Machen wir uns fest, heben wir uns fest an ihm und nicht an anderen Sachen, sondern heben wir uns fest an ihm, dass er einen Plan hat, dass er führt, dass er weiter sieht, wie bei Abraham und bei der Sarah. Und ich möchte dich ermutigen, weil du hast alles, was du brauchst. Das ist das Geniale, du hast alles zum Aufstehen und zum Gehen. Dir fehlt nichts. Auch wenn du planlos bist. Es wird alles kommen, was du brauchst, vorzu. Gott wird dir alles geben, wird alles bringen, was du brauchst. Ich will zum Schluss beten und darf ich euch bitten, zum Aufstehen mitzubeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein gewaltiger Gott bist. Ich danke dir für dein Wort, wo einfach niedergeschrieben ist, was du schon alles gemacht hast und du hast mit der Menschheit. Ich danke dir, dass du uns ausgewählt hast und uns erwählt hast, um diesen grossen Plan mit dir zusammen zu schreiben, Herr. Und Vater im Himmel, ich bete wirklich, dass jeder Einzelne dort, wo er steht, dass du uns einfach Glauben gibst, dass du uns dort Mut gibst und Vertrauen gibst, Herr. Ich bete an dem heutigen Morgen, dort, wo es vielleicht Menschen gibt, die umso mehr das Vertrauen brauchen, dass du dort ihnen begegnest, Vater im Himmel. Dass du vielleicht auch zu Menschen redest und dass wir uns dürfen anfangen zu bewegen und dürfen merken, wie wir in ein neues Land hineinlaufen. Ich danke dir, Vater im Himmel. Ich bete, dass du uns führst und leitest. Und ich bete, dass du uns noch mehr von dem zeigst, von deinem Plan, von deinem grossen, atemberaubenden, was du vorhast. Ich danke dir, Herr, willst du Himmel auf die Erde bringen und brauchst du uns. Und ich bete, dass wir immer wieder uns bewegen lassen dafür, dass wir uns brauchen lassen, im Wissen, hey, wir mehr als genug mit dir zusammen. Wie du bist der, der uns das schenkt und uns gibt, was wir brauchen. Amen. Amen.